Michael und Katrin waren ein Paar, das strahlte. Doch eines Tages brach die Sonne über ihrem Glück ein. Katrin, ihre Liebe, ihre Welt, packte ihre Koffer und verließ ihn. Michael war wie gelähmt. Der Schmerz war so tief, dass er kaum Luft holen konnte. Er verlor sich in der Trauer, die ihn wie ein Sumpf verschluckte. Er fand keinen Trost, keine Hoffnung. Die Tage vergingen in einem Schleier aus Traurigkeit. Der Schmerz verwandelte sich in Wut, die Wut in Verzweiflung. Um die Qual zu betäuben, griff er zum Alkohol. Der Geschmack des Vergessens war bitter, aber er trank weiter, Tag für Tag. Lara, sein treuer Hund, eine wunderschöne Schäferhündin, hatte sich stillschweigend in den Hintergrund zurückgezogen. Aber sie war nicht nur ein Hund, sie war sein bester Freund. In ihrem ruhigen Blick sah Michael oft eine stille Vorwürfe, doch er konnte es ihr nicht verübeln. Er selbst war sich seiner Veränderung nur allzu bewusst. Eines Tages bemerkte Michael, dass Lara seltsam unruhig war. Ihr Bauch war rund geworden. Bald kamen 9 Welpen zur Welt, kleine, flauschige Wunder, die seinen trostlosen Alltag erhellten. Doch Michael fühlte sich leer, seine Seele war zu schwer für Liebe und Fürsorge. Die Welpen, die Freude bringen sollten, erinnerten ihn nur an sein eigenes Unglück. In einem Anflug von Verzweiflung beschloss er, sie loszuwerden. Er nahm die kleinen Wesen in einen Korb, fuhr in den Wald und setzte sie dort aus. Clara, eine alte, weise Frau aus dem Dorf, hörte die kläglichen Schreie der Welpen. Sie folgte den Geräuschen, ihrem Herzen war etwas eingefallen. Sie fand die winzigen Geschöpfe, verängstigt und allein. Clara nahm sie mit, gab ihnen Wärme, Milch und beschützte sie. Michael, der sich immer tiefer in den Alkohol versank, geriet in eine missliche Lage. Er stolperte nachts durch den Wald, betrunken und orientierungslos. Ein wilder Eber kam ihm entgegen, mit weit aufgerissenen Augen und drohenden Zähnen. Michael erkannte seine Hilflosigkeit, sein Leben hing am seidenen Faden. In diesem Moment erschien Clara. Sie hatte die Schreie gehört und wusste, dass Michael in Gefahr war. Mit schnellem Schritt kam sie zu ihm, vertrieb den Eber und führte Michael zu sich nach Hause. Michael war dankbar, aber noch mehr war er überrascht von Claras Wärme und Mitgefühl. In ihren Augen sah er keine Verachtung, nur tiefe Anteilnahme. In diesem Moment erkannte er, wie tief er gesunken war. Sein Leben war eine Ruine, und er hatte Menschen und Tiere verletzt. Clara erkannte Michaels Reue. Sie nahm ihn in ihre Obhut, gab ihm ein Dach über dem Kopf und half ihm, seinen Alkoholismus zu bekämpfen. Michael, der einst so selbstverliebt war, lernte die Bedeutung von Dankbarkeit und Demut. Lara, die ihre Welpen vermisst hatte, war über Michaels Wiederkehr überglücklich. Sie spürte die Veränderung in ihm. Er spielte wieder mit ihr, streichelte sie und sprach mit ihr. Auch die Welpen, die in Claras Obhut aufwuchsen, entwickelten sich prächtig. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.